Hallo und willkommen zu Meditationsszene Schweiz. Bevor wir zum heutigen Gespräch kommen, 2 Hinweise. Ich spreche heute ausnahmsweise Hochdeutsch, weil mein heutiger Gast ein sehr schönes Deutsch spricht und Freunde, die nicht so gut Schweizerdeutsch verstehen, Interesse an diesem Gespräch bekundet haben. So ist es einem breiteren Kreis zugänglich. Und dann etwas Technisches. Seit 3 Folgen hat der Podcast Kapitel. Das bedeutet, dass du je nach verwendeter App quasi zum nächsten Thema springen kannst oder auch wieder zurück. Und damit zum heutigen Gespräch. Ajahn Khemasiri ist Mönch in der Thai-Waldklosterlinie von Ajahn Chah. Ajahn bedeutet übrigens so viel wie Lehrer. Er lebt seit vielen Jahren im Kloster Dhammapala in Kandersteg im Berner Oberland. Ich war gespannt zu erfahren, wie es sich als buddhistischer Mönch im Westen so lebt. Wir sprachen über seine Kindheit und Jugend und wie er schon in den 60er und 70er Jahren an Reformbewegungen interessiert war. Ajahn erzählt, wie er dann eine Begegnung mit einem tibetischen Würdenträger hatte, die sein Interesse am Buddhismus weckte. Wie er dann mit der Thai-Waldkloster-Tradition in Kontakt kam und schließlich in England ordinierte. Wir sprachen über Zweifel, die Pionierzeit im Kloster, über die Reaktionen der Leute in der Schweiz auf buddhistische Mönche, aber auch über praktische Dinge wie politische Beteiligung und Steuern. Auch tiefe Themen wie die Frage, ob denn Erwachen überhaupt möglich sei und wie er die Rolle des Buddhismus im Westen sieht, hatten Platz in diesem Gespräch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute spreche ich mit Ajahn Khemasiri. Ajahn Khemasiri wurde 1950 in Magdeburg geboren. In den späten 70er Jahren wurde sein Interesse am Buddhismus geweckt. 1978 traf er in England seinen späteren Lehrer Ajahn Sumedho. 1980 zog er nach England in die Nähe von Ajahn Sumedhos Kloster. 1984 wurde er Novize und 1986 erhielt er die volle Ordination. 1993 kam er zum ersten Mal ins Kloster Dhammapala in die Schweiz, dann verbrachte er noch einige Jahre in Thailand und Myanmar. Zurück in der Schweiz hatte er die Co-Leitung des Klosters mit 2 anderen Mönchen inne und wurde dann ab 2005 bis 2018 alleine Abt im Dhammapala. Dann legte er sein Amt nieder und begab sich auf Reisen und ist seit 2020 als Abt Emeritus wieder hier in der Schweiz. Er unterrichtet noch, hat aber keine administrativen Pflichten mehr. Ajahn, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch. Ja, sehr gerne, Lukas. Zwischen deiner Geburt 1950 und dem Umzug nach England 1980, da liegen ja 30 Jahre. Mhm. Wie war deine Kindheit und Jugend? Wie bist du aufgewachsen? Da haben wir wirklich so viel Zeit für, dass ich dir das alles erzählen kann. Die wichtigsten, die saftigsten Pointen. Okay. Will ich mal versuchen, irgendwie so ein bisschen kompakter darzustellen. Also wie es ja schon heißt, in Magdeburg geboren. Das war also die Zeit vor der Wiedervereinigung, also in der DDR geboren. Und dann im Alter von 8 Jahren wurde ich also quasi entführt von der DDR dann in den Westen. Meine Eltern waren nicht bereit, die zunehmenden Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und wir zogen dann in den Westen, in eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, Paderborn. Da habe ich dann eigentlich meine restliche Kindheit und meine Jugend verbracht und eine sehr starke, prägende Zeit gehabt in dieser sehr provinziellen Stadt Paderborn, sehr katholischen Stadt auch Paderborn. Und ging dann nach der Schule. Die Schule war für mich eine schwierige Zeit, eine sehr unbefriedigende, frustrierende Zeit, die dann auch dazu führte, dass ich teilweise sehr rebellisch wurde und bin dann auch vorzeitig vor dem Abschluss von der Schule abgegangen, bin nicht abgeschlossen, sonst wäre ich wahrscheinlich von der Schule geflogen, wenn ich das nicht selbst in die Hand genommen hätte. Und dann nach einer kurzen Zeit so der natürlich Desorientierung, ich wirklich nicht wusste, wo mein Leben hingehen soll, dann kam so etwas wieder an die Oberfläche, was mich schon auch interessiert hat, auch vorher schon, aber wo ich mich nicht so wirklich engagiert habe, also so ein gesellschaftliches Interesse, politisches Interesse auch. Ich war sehr an sozialen Dingen interessiert, aber auch natürlich an politischen Veränderungen. Ich fand schon
als 15-, 17-Jähriger erinnere ich mich an nächtelange Diskussionen, wie wir eben die Gesellschaft der damaligen Zeit, die ja nicht so viel anders ist, als die heute in Frage stellten. Ne, ich erinnere mich noch, wie wir den Begriff Konsumterror geprägt haben. Ne? Muss man sich vorstellen, das war in den 60er Jahren, da gab es schon Konsumterror. Und das ist jetzt heute nochmal maximiert worden in der Zwischenzeit. Aber es sollte natürlich nicht nur einen sich beklagen und beschweren bleiben. Und vor allen Dingen, darauf kann man ja keine Lebensausrichtung aufbauen. Und ich habe dann also mich mit einem Sozialarbeiter eingefreundet, der in Paderborn arbeitete, ein sehr offener, politisch links ausgerichteter Mann, aber sehr engagiert in sozialen Bereichen, war sehr involviert in ein sogenanntes Obdachlosenprojekt in der Stadt. Und ich habe mich dann als Freiwilliger gemeldet und habe an dieser Obdachlosenarbeit teilgenommen, vor allen Dingen in der Betreuung von Kindern am Nachmittag, in der Freizeitbetreuung und aber parallel dazu dann noch in einem sogenannten normalen Kindergarten auch gearbeitet, dann innerhalb eines Praktikums, wo dann, das waren dann natürlich Menschen aus einem ganz anderen sozialen Umfeld, alles gut gebildete und gut situierte Menschen, Lehrer, eben Sozialarbeiter, Schauspieler am Theater und so weiter, die damals sehr stark geprägt waren von dieser sogenannten antiautoritären Erziehung und das versucht haben umzusetzen in einem sogenannten Eltern-Selbsthilfekreis. Und da war ich als Praktikant involviert. Das war sehr interessant und dieses Antiautoritär muss man sich nicht so vorstellen, wie es heute oft so ein bisschen vielleicht auch diffamiert wird. Es war wirklich man war wirklich bemüht, andere Formen der Erziehung zu praktizieren. Ne? Also nicht dieses Autoritäre, unter dem wir ja alle, auch ich zum Teil, groß geworden waren, ne? Die Kriegs- und die Nachkriegsgeneration zum Beispiel, sondern ja, zu der damaligen Zeit, Ende der 60er, 70er Jahre, wehte hier ein frischer Wind durch die Gesellschaft, die sich vor allen Dingen in diesen sozialen Bereichen Ausdruck verschaffte. Und das hat mich sehr interessiert und da habe ich dann also mich reinbegeben, habe dann hinterher sogar auch ein Studium angefangen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Du hast gesagt, ihr seid aus der DDR gekommen und dann in ein sehr katholisches Milieu. Hat denn in deinem Elternhaus Spiritualität und Religion eine Rolle gespielt oder war das kein Thema? Ja, eigentlich, meine Eltern waren nicht, Gott sei Dank, nicht zu streng katholisch. Sie waren schon von ihrer Herkunftsfamilie wiederum auch katholisch. Und ich bin natürlich in einem katholischen Umfeld groß geworden. Ich hatte katholischen Religionsunterricht. Ich bin zur Kommunion gegangen. Also diese offiziellen Schritte durchlaufen als katholisch aufwachsender junger Mensch. Aber ich habe sehr früh dann das Interesse verloren. Also mit 13 war dann so der Kirchgang für mich vorbei. Der sonntägliche Kirchgang gehörte ja. Also schon vor der 60er Jahre Bewegung? Ja, das war, da war so Anfang der 60er. Ja. Ne? Einfach weil vieles, was in der katholischen Lehre rüberkam, also die ganzen, wo dann mein Intellekt vor allen Dingen sehr aktiv wurde, das war einfach unverständlich. Und ich wollte mich auch nicht diesen Ritualen länger aussetzen in der Kirche sonntags, die auch unverständlich waren und mir nicht wirklich vermitteln konnten, was eigentlich wirklich dahinter steht. Ne? Mhm. Heute kann ich vieles viel besser einordnen. Ne? Mhm. Aber damals war es nur ein wirkliches Ausharren, ne? So in der Sonntagsmesse, die ja bis zu einer Stunde gehen konnte. Und da wollte ich dann einfach nicht mehr hingehen und habe mich dann abgewendet. Und meine Eltern haben eigentlich nach einiger Zeit, glaube ich, das Gefühl bekommen, sie brauchen jetzt nicht mehr Vorbild sein mit diesem sonntäglichen Kirchgang. Die haben das dann auch nicht mehr so regelmäßig praktiziert. Ja. Also da waren wir in der Hinsicht eigentlich alle in einem Boot. Ne? Wir waren nicht so inbrünstige Katholiken, aber natürlich in dem Umfeld und diese Begegnung hatte man immer wieder, auch auf dem Gymnasium hatte ich einen Franziskanermönch als Religionslehrer. Ne? Also es war schon immer wieder die Begegnung da mit dem katholischen
Umfeld, indirekt, aber auch direkt dann. Und war das eher inspirierend oder eine Auseinandersetzung? Es war nicht inspirierend, nee. Also was für mich inspirierend war, da muss ich weiter zurückdenken, vielleicht so bevor ich überhaupt 10 war, vielleicht so in den letzten Jahren der ersten Dekade. Geschichten von Jesus haben mich positiv berührt. Also das ist immer noch da, auch die Erinnerung an diese Geschichten aus dem Leben von Jesus. Ne? Das war schon, hat einen Eindruck hinterlassen. Aber das ging irgendwie gar nicht auf mit dem, was vermittelt wurde in der Institution Kirche und dem ganzen Überbau. Ne? Dann mussten wir den Katechismus lernen in der Schule und das war irgendwie böhmische Dörfer für mich. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was das alles sollte. Ne? Und von daher eben als junger Kerl, als Kind eben noch, dann geht man in seine Tagesträume und wendet sich innerlich ab, ne? nimmt nur noch äußerlich teil, ist aber innerlich gar nicht mehr präsent im Religionsunterricht. Ne? Und die 68er-Bewegung, die nahm ja dann sehr viel aus dem Osten auf an Spiritualität und Bewegungen. Die Beatles reisten, glaube ich, 67 dahin. War das dann ein Thema bei diesen Projekten, die du erwähnt hast? Oder? Nee, zu der Zeit noch gar nicht. Ich habe wirklich dann, könnte man sagen, so im spirituellen Vakuum gelebt, diese Jahre, die späten Teens bis in die Anfang der 20er. Hatte ich überhaupt nichts zu tun mit der Spiritualität. Ich war ein großer Beatles-Fan. Ich habe das natürlich mitgekriegt, was die Beatles da machten, aber es hat mich überhaupt nicht, was dahinter steckt, hat mich überhaupt nicht interessiert. Ne? Ich mochte ihre Musik und auch die Inspiration, die sie vielleicht sich dann aus Indien geholt haben, ne? Dass eine Sitar dann auftauchte in den Songs der Beatles, aber der spirituelle Hintergrund, nee, kein Interesse. Jetzt bin ich natürlich gespannt. Und was war dann diese Begegnung mit Ajahn Sumedho 1978? War das geplant oder war das eine Zufallsbegegnung? Ja, wenn man will, könnte man Zufall sagen. Aber ich war damals, muss ich sagen, schon ein Dreivierteljahr vielleicht im tibetischen Buddhismus unterwegs. Ich lebte in Berlin und hatte den Karmapa, den 16. Karmapa, also in Berlin getroffen, innerhalb einer Zeremonie, der sogenannten Kronzeremonie, und das war auch wiederum so eine ähnliche Erfahrung, dass ich wirklich nicht verstand, was da eigentlich vor sich ging, also ein ziemlich aufwendiges Rituell. Warum bist du dahin? Freunde hatten mich eingeladen. Ah, okay. Also einfach aufgrund des Vertrauens. Sie sagten zu mir, das wird dir bestimmt gefallen, das ist gut, komm mal mit. Und reine Neugierde. Und dann bin ich mitgegangen und ich erinnere mich noch, dass dann eben dieses zeremoniell stattfand und am Ende sollte man, oder man war eingeladen, Zuflucht zu nehmen. Und ich erinnere mich, wie sich der Raum teilte, da waren vielleicht 200 Leute, der Großteil ging zurück. Also wusste vielleicht auch mit dem Wort Zuflucht nichts anzufangen. Kannst du für die Zuhörer, die das auch nicht wissen, ganz kurz erklären, was das ist? Dazu komme ich gerade jetzt. Und ich war eben unentschlossen, da haben wir wieder meine 2 guten Freunde zugeredet, ach, mach das doch einfach, kann doch nicht schaden. Und ich habe mich dann eben überreden lassen und bin dann an einer Reihe von Mönchen vorbeigegangen. Der eine schnitt mir eine Locke aus dem Haar, der andere goss mir ein bisschen Wasser über den Schopf, der dritte gab mir so ein paar Kekschen zum Knabbern und der vierte gab mir ein Briefchen. Da war in tibetischer Schrift, aber auch in romanischer Schrift mein neuer spiritueller Name aufgezeichnet. Zu meiner Überraschung. Und dann war das damit eigentlich die Zufluchtnahme damit schon getan. Da gab es natürlich so ein paar Worte auch, an die ich mich nicht erinnern kann. Und am Ende ging der Karmapa selbst im Raum herum und durch seine Präsenz segnete er die Anwesenden. Ne? Ich weiß nicht, ob er so ein Wedel dabei hatte oder so, kann ich mich nicht mehr erinnern. Aber seine Ausstrahlung hat mich sehr stark beeindruckt. Das war schon etwas, also so eine Präsenz hatte ich in der Form noch nie erlebt. Ne? So was Positives. Und ja, nach so einem Anlass bin ich dann raus und ich wusste nicht so richtig, was ich damit anfangen sollte mit dem Ganzen, aber ich hatte einige Freunde, die so
auch im buddhistischen Umfeld schon so ein bisschen unterwegs waren. Und ich war dann doch neugierig und habe mich nach Literatur erkundigt und habe dann angefangen, etwas zu lesen, was eigentlich Buddhismus ist, was dahinter steckt. Und habe dann 3 sehr unterschiedliche Bücher gelesen, die mich dann auch noch mehr neugierig gemacht haben. Ne? Unterschiedlich im Sinne von unterschiedlichen Traditionslinien? Ja, genau. Aus der Zen-Tradition war eins und die anderen beiden waren beide aus der tibetischen Tradition, aber sehr so eingänglich von Trungpa, der spirituelle Materialismus. Und der Titel, der sagte mir natürlich etwas, ne, weil man Materialismuskritik schon geübt hatte bis zu dem Zeitpunkt. Und dann noch ein von Lama Govinda, ein anderes Buch, ich glaube Weg der weißen Wolken hieß es. Und am Zen-Mind, Beginners Mind von Suzuki. Und die Bücher haben mich alle auf unterschiedliche Art und Weise sehr angesprochen. Und ich versuchte dann eben nicht nur dem theoretisch nachzugehen, sondern das auch umzusetzen in eine Praxis. Und zu der Zeit, man muss sich vorstellen, Mitte der 70er, da gab es noch keine Lehrer oder gar Zentren wie heute. In Berlin gab es ein kleines mini-tibetisches Zentrum. Kaum zu glauben, wenn man sich heute Berlin anschaut. Ne? Und da waren aber nur Leute da, die konnten nur so die Tür aufmachen, den Tee zubereiten und den Altar vorbereiten und so weiter. Und dann wurden irgendwelche Mantren rezitiert und Zufluchtsformeln gechantet und man war aufgefordert, so und so viel, so oft zu visualisieren und Niederwerfungen zu machen, all diese Dinge. Und das war wieder etwas, was doch sehr weit entfernt von mir war. Also es basierte sehr viel auch auf Glauben. Man musste glauben, dass das wirkt. Es war aber nicht direkt überzeugend in meiner Erfahrung im Hier und Jetzt. Also wenn du das 100.000 Mal machst, ne, dann hast du die guten Voraussetzungen für den nächsten Schritt und so weiter. Und das widerstrebte mir. Aber ich dachte, ich muss einfach mit jemandem reden, der da wirklich mehr drüber weiß. Und bin dann auf eine Reise gegangen nach Schottland, weil ich wusste, da gibt es schon ein tibetisches Kloster. Das erste in Europa, Samyeling. Das ist ja auch schon, ich glaube, Anfang der 60er oder ich weiß nicht genau wann, Mitte vielleicht auch erst, gegründet worden von Trungpa Rinpoche und seinem Bruder. Und aber zu dem Zeitpunkt waren die beide schon weg. Trungpa war schon bereits in Amerika und war jemand anders da, der den Vorsitz hatte oder das Kloster leitete. Und ich hatte mich dann auf der Fahrt nach Schottland mit einem Freund verabredet, der hatte einen Vipassana-Kurs gemacht in der Nähe von Oxford, in Oakenholt. Und auf diesem Retreat hatte dieser Freund von mir Mönche aus meiner jetzigen Tradition kennengelernt. Die waren dort eingeladen, um sich vom Stadtleben ein bisschen zu erholen, weil man muss wissen, dass als Ajahn Sumedho und 3 andere Mönche von Ajahn Chah in den Westen quasi geschickt wurden, landeten sie zunächst in einer Vihara in London, in einem Townhouse, also mitten in London. Und das war natürlich nicht so lustig, es war sehr beengt und laut und viel Verkehr, natürlich auch recht viel Zuspruch von den Menschen und alles doch ein bisschen befremdlich, wenn man direkt aus den thailändischen Wäldern kommt. Und diese burmesische Familie, der gehört in dieses Zentrum, wo dieser Vipassana-Kurs stattfand. Die boten den Mönchen an, ach, kommt doch zu uns raus, wir haben da so ein paar Kuttis, Gebäude, kleine Hütten, da könnt ihr euch ein bisschen erholen vom Londoner Stadtleben. Und die haben dann auch an diesem Kurs teilgenommen und mein Freund hat die kennengelernt und dann haben sie ihn eingeladen, auch wenn du mal nach London kommst, kannst du mal bei uns vorbeikommen und kannst bei uns übernachten und ein paar Tage da bleiben. Und er hatte mich dann informiert, das ist der Punkt, wo wir uns treffen können und dann können wir zusammen nach Schottland fahren. Und dann bin ich eben dahin gefahren nach London in diese Buddhist Vihara in Hampstead. Ja, und da machte mir ein sehr freundlich lächelnder Anagarika die Tür auf, also ein Novize, lud mich ein und auf diese Art und Weise lernte ich dann eben Ajahn Sumedho kennen und 3 andere Mönche, die mit ihm im Jahr vorher waren sie gerade erst in London gelandet. Ne?
Und statt nur eine Nacht zu übernachten und dann gleich weitergefahren, waren wir so angetan von der Atmosphäre, auch es war sehr informell. Wir konnten am Frühstück, haben wir oft stundenlang zusammengesessen und Dinge diskutiert, Dhamma angesprochen, sehr praktische Dhamma-Aspekte. Und Ajahn Sumedhos Darlegung, die war natürlich sehr informiert von seinem Eindruck von Ajahn Chah. Und ich fand es einfach, das passt. Das passt zu meinem Leben als westlicher Mensch. Der spricht meine Sprache, also Er ist im Amerikaner. übertragenen Sinne meine Sprache. Jetzt nicht die wirkliche Landessprache, aber er hat denselben kulturellen Hintergrund und kann das vermitteln, was wir eben als sogenannte westliche Menschen mitkriegen. Und es ist natürlich unterschiedlich in Bezug auf die einzelnen Kulturen, aber wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Ne? Und da war ich fasziniert und sehr von angetan. Und wir sind dann noch nach Schottland gefahren. Ich habe auch noch mit dem Lehrer, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ich glaube, er hieß Tashi, Lama Tashi, ein längeres Gespräch gehabt, was gut war. Aber ich war so fasziniert von dem Mönch in London. Ich bin auf der Rückreise nochmal vorbei, nochmal eine Woche da geblieben, habe die bekocht. Ich war Koch, hatte ein Jahr in einer vegetarischen Küche kochen gelernt. Also ich habe die dann mit sehr ungewöhnlichen Rezepten verwöhnt. Und habe dann Feuer gefangen. Ja, und bekam dann mit, dass schon 3 Monate später wieder ein Meditationsretreat stattfand. Und diesmal aber geleitet von Ajahn Sumedho, also im Sommer. Das war im Sommer 78. Und da habe ich mich gleich angemeldet und bin dann von Berlin aus wieder rüber nach England und habe an diesem gleich 10 Tage, nicht erst ein Schnupperkurs Wochenende, sondern 10 Tage, was ich doch mit ein bisschen Flattern angetreten habe. Aber es war dann eine Offenbarung. Also wirklich, da habe ich zum ersten Mal eigentlich den Eindruck gehabt, ich sehe meinen Geist, ne? Oder ich lerne meinen Geist kennen oder mein Herz kennen, wie man auch sagt. Und aufgrund dieser Offenbarung habe ich dann natürlich nicht mehr losgelassen. Wenn du sagst, du kommst auch aus dieser 68er Bewegung quasi heraus und soziales Engagement, spielten Drogen bei dir eine Rolle auf dieser Reise? Ja, haben also nicht, es hat jetzt nichts mit irgendeiner Bewegung zu tun, aber Halluzinogene waren schon eine Rolle für mich, mehrere Jahre lang. Gott sei Dank war ich nicht abhängig, also ich war so Gelegenheitskonsument. Und wurde dann interessanterweise das war ein Lehrer aus der tibetischen Tradition, der erzählte, ein Laienlehrer, der sagte, dass sein tibetischer Lehrer ihm gesagt hätte, der größte Feind des Buddhismus wäre Dope, also Marihuana, Haschisch. Das wäre der größte Feind nach seiner Sicht eben im Nordindien, im tibetischen Hochland. Und weil er also eigentlich unsere Fähigkeit zum klaren Denken, zur klaren Wahrnehmung und so weiter beeinträchtigen würde. Das ist mir sehr eingefahren. Und ich erinnere mich noch genau an den Zeitpunkt, wo ich mir das vorgenommen habe, so jetzt ist Schluss, nichts mehr. Und ab 77. Also schon vor deinem schon ersten vor meiner Begegnung sogar mit Ajahn Sumedho habe ich mir vorgenommen, Drogen, also diese Art der Drogen mit härteren Sachen oder hatte ich sowieso nie was zu tun, ist jetzt Schluss. Jetzt bist du unterwegs auf eine andere Art und Weise eben. Und dann hast du in diesem 10-Tage-Retreat mal wirklich deinen Geist, dein Herz erlebt, wahrgenommen. Ja, und vor allen Dingen auch die sehr inspirierenden Dharma-Vorträge mir zu Gemüte geführt, ne, die Ajahn Sumedho gegeben hat. Er war sehr, ich würde mal sagen, manchmal im Nachhinein jetzt, er war fast so ein bisschen so ein Kanal für die Lehren von Ajahn Chah, ne, weil er ja sehr lange mit ihm zusammengelegt hatte und sehr viel auch für seine eigene Praxis und auch für die weiteren Schritte dann selbst als Lehrer, ne, von Ajahn Chah mitbekommen hatte. Und das war recht kraftvoll, ne? Das ist mir sehr eingegangen und
von daher wollte ich auch nicht mehr mich davon abwenden. Ne? Dann bist du nochmals zurück nach Deutschland und hast ich habe ja noch in Deutschland gelebt. Ne? Hast den Entschluss gefasst dann? Ja, ich habe dann 1980 eigentlich den Entschluss gefasst. Weil ich bin sehr oft gependelt, habe mehrere Retreats gemacht, ne? Pro Jahr sogar. Und dachte, das mit den Retreats, naja, das ist ganz schön, aber ich würde gerne mehr so eine Regelmäßigkeit haben. Und irgendwo auch vielleicht, heute würde man sagen, das Stichwort Integration in den Alltag. Ne? Nicht nur immer diese Laborsituation in einer Retreat-Umgebung, sondern regelmäßigen Kontakt, einfach ins Kloster fahren öfter und wollte natürlich gerne in der Nähe von Chitterwiweka oder Chithurst mich ansiedeln. Das ist mir nicht ganz gelungen, aber ich konnte dann in der Südküste Englands in Brighton eine Wohnung finden und auch eine Arbeitsstelle, die mir entsprach. Und dann habe ich regelmäßige Trips gemacht in das Kloster. Ne? Brighton ist heute, glaube ich, so eine Partystadt, oder? Was das ich damals? Weiß es nicht. Ich weiß nicht. Es war schon immer eigentlich so, es hieß damals London by the Sea. Ja. Ne, es war quasi so eine Seebad von London. Es war eine sehr lebendige Musikszene und so Fashion-Szene auch und so weiter. Man hatte so das Gefühl, man war so ein bisschen in London, in Brighton war. Also viel Gelegenheit, die Praxis in den Alltag zu bringen. Ja, für mich war das klar, dass ich hatte mit dem ganzen Angebot, was so auf der weltlichen Ebene so eine Stadt bereitstellt, ne, vor allen Dingen in Entertainment, Unterhaltung und so weiter, hatte ich nur am Rande zu tun, bisweilen, ja. Aber ich hatte sehr engen Kontakt zu dem Kloster geknüpft, habe dann sogar eine Meditationsgruppe übernommen von jemand, der wegzog und das nicht mehr machen wollte. Das war zunächst in der University of Sussex, in einer Kapelle dort und dann sind wir umgezogen in eine Räumlichkeit von einem Natural Health Center. Und das war Teil einer Kooperative, einer Lebensmittelkooperative, in der ich gearbeitet habe. Und da habe ich dann eine Meditationsgruppe geleitet und natürlich regelmäßig Lehrer eingeladen aus Chithurst. Die kamen dann also, ich glaube es war 14-tägig, kam jemand aus Chithurst dann vorbei und hat uns unterwiesen im Dhamma. Als du nach England gingst, was war da deine Absicht? War das völlig offen oder war da schon eine Idee? Nee, ich sollte dazu sagen, ich war in einer Beziehung mit einer Frau und sie hatte zwei kleine Kinder. Und das war eigentlich nicht der Plan. Der Plan war einfach nah dran zu sein. Aber als diese Beziehung dann zu Ende ging, dann habe ich mir erst gedacht, also es wäre jetzt sehr abrupt, jetzt einfach wegzuziehen. Ich habe mir ein Jahr gegönnt, auch vor allen Dingen, weil mir die Kinder sehr am Herzen lagen, so einen Übergang zu schaffen, auch um mir wirklich klar zu werden, will ich das wirklich? Ich brauchte dann auch ein halbes Jahr, nachdem wir so in unterschiedliche Wohnungen dann gezogen waren, um mir über meine Motive klar zu werden. Wo kommt das her? Jetzt dieses Gefühl des offenen Tors des Klosters, ne? Und dann nach einem halben Jahr war es dann noch ziemlich klar, ja, das ist der nächste Schritt, ne? Ich möchte das jetzt machen. Und das Schöne ist eben noch kurz, dass ich wusste, man muss nicht gleich lebenslange Gelübde ablegen, sondern man kann erst mal sagen, ein Jahr, den ersten Schritt, ne? Als sogenannte Anagarika. Das ist noch nicht mehr der Novize, das ist eigentlich Postulant, müsste man sagen. Also mir wirklich so den dicken Zeh ins kalte Wasser halten, könnte man sagen. Aber man kriegt schon einen sehr guten Eindruck davon, was das Klosterleben mit sich bringt. Du hast gesagt, du musstest dir klar werden, woher dieser Wunsch kommt. Was stand dahinter? Ja, das ist so im Detail. Kann man das überhaupt Ich kann es nicht mit vielen Worten beschreiben. Ich könnte sagen, Aspiration ist wiederum so eine Anglisierung. Ne? Aber das englische Wort Aspiration trifft es eigentlich sehr schön. So eine Sehnsucht im Herzen, so ein Gezogensein. Das, was diese Mönche verkörpern, diesen Lebensstil und natürlich, was dahinter steht, die Aussicht auf
Herzensbefreiung und auch Herzensnahrung natürlich zunächst einmal und dann am Ende Herzensbefreiung. Das war für mich schon recht real. Ne? Also ich hatte schon zu dem Zeitpunkt auch meine eigenen Beschränkungen anerkannt. Ne? Und zum Beispiel das letzte, eine Partnerschaft und eine Trennung ist ja auch immer verbunden mit Herausforderungen, emotionalen Herausforderungen. Aber es war nicht das allein Ausschlaggebende. Ne? Es war also nicht so der klassische Dukkha. Ja, jetzt ist die Ehe oder Beziehungsende, jetzt geht er ins Kloster. Ja. Es hat mir nur eben, das Ende hat mir diesen Freiraum eröffnet, ne? Dass ich dann mir die Frage stellen musste, ja, was willst du eigentlich jetzt weiter? Und das ist der nächste Schritt. Ne? Und beruflich ich war sehr gut situiert in dem Job, den ich gemacht habe, hatte ich keine großen, sagt man, weiteren Sehnsüchte oder so oder Pläne. Aber ich hatte dann eben immer schon diesen Kontakt zum Kloster, zu dieser Gemeinschaft. Es war ja auch eine Gemeinschaft. Was man auch noch mit reinnehmen sollte, es war nicht nur Ajahn Sumedho als inspirierende Bugfigur, das stimmt natürlich, das war so der Fall, aber es war auch eine Gemeinschaft, in der es natürlich dann auch viele andere Leute kennen aus dieser Gemeinschaft. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich auch da noch das Gefühl habe, ich könnte mir gut vorstellen, Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Also dieser Aspekt kam auch mit rein. Was hast du denn da angetroffen? Wie viele Leute waren das? Es waren 1980 waren es vielleicht 8 Mönche und ein paar Novizen, Langzeitgäste. Und interessanterweise, es gab eine Frauengemeinschaft da. Bereits zur Eröffnung des Klosters, das war ja 1979, hatten sich dort 4 Frauen eingefunden, die sehr, sehr interessiert waren am Klosterleben, aber es gab keine Form für sie. Ne? Mhm. Also, beziehungsweise die einzige Form, die es für sie hatte, war die Form der Postulantin, also in weiß gekleidete Postulantin. Oder in Thailand würde man sagen, die Mei Chi. Ne? Das ist also die klösterliche Lebensform, die in Thailand sehr verbreitet ist für Frauen. Vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, warum das der Fall ist. Oder kannst du das kurz sagen? Oh, kurz, das wäre natürlich jetzt ein großer Abzweig. Gut, dann sage ich es ganz kurz. Aber so wie ich es verstanden habe, ist einfach die Linie ist mal abgerissen, genau. Und es gibt große Dispute, ob, wenn das mal abreißt, ob man wieder Nonnen voll ordinieren darf. Absolut, oder nicht. Genau. Also vor 1000 Jahren plus, ist die Bhikkhuni-Linie in der Theravada-Tradition aus noch nicht ganz klaren Gründen abgerissen. Wahrscheinlich soziale Gründe, würde ich sagen. Aber es ist immer noch eine Vermutung. Und auf jeden Fall gibt es natürlich mittlerweile Bemühungen, das wiederzubeleben. Und es ist wiederbelebt, auch in der Theravada-Tradition, aber nicht in Thailand. Und damals sowieso nicht. Und von daher, das einzige Modell, was auch die Mönche kannten, die da in Chithurst lebten, war eben diese weiß gekleidete Postulantin. Aber die waren sehr entschlossen, die wollten bleiben, hatten aber keinen Ort. Man muss sich vorstellen, die waren alle in einem Haus, so wie wir jetzt hier im Dhammapala sitzen. Es gab keine Außenräume, also keine Kutis, keine Meditationshütten, auch kein spezielles Areal für die Frauen. Es wurde aber dann eins gefunden, kurze Zeit später. Und die Frauen hatten dann also ihren eigenen Lebensraum, so 5 Minuten weg, ein Haus für Nonnen. Und 3 Jahre später gab es dann sogar eine Veränderung ihres Status. Sie wurden also zu sogenannten Siladhara, also ihr Ordensstatus wurde auf diese Art und Weise aufgewertet. Und Siladhara ist eine Lebensform, die wurde eigentlich kreiert aus einer Mischung aus dem Vinaya, dem klassischen Vinaya. Also der Mönchsregel? Oder der Bhikkhuni-Regel auch, aber in diesem Fall eher Anlehnung an die Mönchsregel und der gegenwärtigen Situation in der heutigen Zeit. Also die waren sehr zurechtgeschnitten auf die gesellschaftliche Situation in den
80er Jahren in Großbritannien. Und von daher auch sehr verständlich und eingehbar. Ne? Während wenn man sich die Bhikkhuni-Regeln anschaut, da ist vieles drin und man sich fragt, ja, hat das überhaupt noch Anwendung heutzutage? Ne? Auf jeden Fall kriegten diese Siladhara aus Mangel eines besseren Wortes Ordination und trugen ab dann eben auch braune Roben, etwas dunkle braune Roben und hatten ihr eigenes Areal. Und dann hat sich auch im Laufe der letzten Jahre dieser Frauenorden sehr langsam, aber stetig entwickelt. Also auf beiden Seiten, sowohl auf der männlichen als auch auf der weiblichen Seite. Und dann wurdest du zuerst Anagarika, dann Novize und dann bist du voll ordiniert. Genau. Ich wurde kurioserweise Anagarika, als dann Amaravati aufmachte. Chithurst wurde einfach zu eng. Es war nicht nur zu eng für die beiden Geschlechter, also für Männer und Frauen, sondern generell zu eng. Und Ajahn Sumedho, der so ein bisschen so eine visionäre Ader hatte so diese Vorstellung, wir brauchen mehr Platz, ein großes Zentrum, wo auch Männer- und Frauengemeinschaft ihre eigenen Bereiche haben, ne? Wo es vielleicht Möglichkeiten gibt, Retreats abzuhalten, also vielleicht gleichzeitig ein Retreatzentrum dabei zu haben, wo es große Räumlichkeiten hat, wo man Konferenzen, Symposien abhalten kann und so weiter und so fort. Und man fand dann dieses ehemalige Internat, St. Margaret's School in der Nähe von Hemel Hempstead, nördlich von London. Und das schien sehr geeignet, dieses großzügige Areal dann zu erwerben und es dann umzufunktionieren in ein buddhistisches Kloster. Und das geschah dann eben 1984. Zog man dann darüber mit einer kleinen Gruppe von Mönchen und alle Nonnen zogen darüber, zunächst einmal. Und kurz nach dem Einzug, also einen Monat später, bin ich da aufgetaucht als Laie und habe mich also gemeldet, ich möchte gerne Anagarika werden, also ich möchte gerne Postulant werden, ne, den ersten Schritt ins Klosterleben wagen. Und 2-3 Monate später hat man mir dann formell diese 8 Precepts, also die 8 ethischen Grundsätze innerhalb eines simplen kleinen Zeremoniells mitgegeben, weiße Kleidung und so weiter und bestimmten kleinen Pflichtkatalog, was meine Aufgaben sind im Kloster. Ja, und so ging es praktisch dann los, ne? Auf diese Art. Und dann zur vollen Ordination, war das für dich dann immer klar oder hast du dann nochmals gezweifelt, soll ich jetzt oder soll ich nicht? Das ist das Verrückte, ja, dass ich nie Zweifel hatte, dass das Richtige sei. Auch später, ne? Also diese Frage habe ich oft bekommen und ich habe mich schon manchmal gefragt, ob mit mir was nicht stimmt, weil ich nie Zweifel habe, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, die Zweifel hatten, ne? Und es gibt Leute, die waren Dauerzweifler. Aber ich habe natürlich auch dann bemerkt, dass das natürlich auch wieder eine typisch westliche Charaktereigenschaft ist. Dieser skeptische Zweifel. Ne? Nicht der intelligente Zweifel, der durchaus ein Weisheitselement hat, ne? Sondern der skeptische Zweifel, der sich immer nur im Kreis dreht, der einfach nie an eine Lösung kommt. Ne? Und immer nur, ja, ich weiß nicht und vielleicht könnte es so sein, aber es könnte aber auch so sein, ich bin mir nicht sicher, aber ja, das hört sich ja überzeugend an, was der sagt, aber ich weiß nicht, ich habe es auf der Seite aber anders gehört und so weiter und so fort, endlos. Ne? Also in Bezug auf die Lehre kann ich das gut nachvollziehen, was du sagst, oder? Aber diesen Schritt zur Ordination zu machen, das will ja schon wohl überlegt sein. Absolut, ja, genau. Damals hatten wir nicht diesen Zwischenschritt. Wir hatten vorübergehend im Westen diesen sogenannten Samanera abgeschafft. Das ist der eigentliche Novize. Ja. Ne, Samanera ist praktisch, da trägt man dann auch schon braune Roben. Man hat nur noch nicht die 3. Robe, diese Sangati, die man meist hier bei uns in so formellen Situationen über der Schulter trägt, die der Buddha eigentlich den Mönchen gestattet hat, um sich zu wärmen in der kalten Jahreszeit. Ne? Das war eigentlich der Grund dahinter. Die kriegt man erst mit der vollen Akzeptanz in den Bhikkhu-Orden. Ich war also 2 Jahre lang Anagarika in Weiß, ne, und habe sehr viel zu tun gehabt. Es war eine unglaublich aktive Zeit in Amaravati, weil sie wussten, ich hatte praktisch Küchenkammer hinter mir. Ich habe nicht nur in einem vegetarischen
Restaurant kochen gelernt, sondern auch später bin ich in einer Biobäckerei Brotbäcker geworden, mehrere Jahre. Also ich habe eine sehr physische Arbeit verrichtet und habe das natürlich auch irgendwo ausgestrahlt. Ja, der hat Energie und der kennt sich in der Küche aus, also den stecken wir in die Küche rein. Und dann wurde mir diese Küche aufgetragen am Anfang und ich sollte praktisch so die Leitung haben, obwohl es eigentlich völlig undefiniert war und eigentlich keine offiziellen Kompetenzbereich gab. Ne? Und das war eine unglaubliche Herausforderung, weil so ein ständiges konfrontiert sein mit den Auffassungen und Meinungen von anderen, wie so eine Küche zu laufen hat. Und hat mich manchmal wirklich ans Ende meines Lateins gebracht. Aber naja, ich hatte viel Energie und für mich war das eben etwas, was man tut. Ne? Man macht sich irgendwo nützlich und es war so eine auch starke Pionierphase. Man fing praktisch bei Null an. Es gab sehr wenig Unterstützung. Man muss sich vorstellen, so ein Riesengelände mit sehr, sehr vielen Leuten, die schon im Kloster waren. Das waren also nicht nur die Mönche und wir waren am Anfang im ersten Jahr nur 2 Postulanten, aber die Frauengemeinschaft war größer sogar als die Mönchsgemeinschaft zu dem Zeitpunkt. Und eben Laiengäste waren da, aber es gab auch noch nicht so diesen starken täglichen Besucherverkehr, wie es heute ist. Ne? Und von daher haben wir sehr simpel gelebt, also weil wir ja von Almosen leben, also von Lebensmitteln, die uns gegeben werden. Es wurde also ganz selten mal eingekauft, nur wenn es wirklich ganz knapp wurde. Ich erinnere mich, einmal musste ich dann mit einem Minibus nach London reinfahren und ein paar Säcke Reis kaufen, weil wir wirklich kaum noch Reis im Lager hatten. Da hatte aber jemand dann wiederum eine Spende gemacht. Hier, diese Spende ist für eure Lebensmittel, macht damit, was ihr wollt. Und die Priorität war dann Grundnahrungsmittel. Ne? Reis muss beschafft werden. Ja, aber wie das oft so ist im Rückblick, ist so eine Zeit, so eine Pionierzeit, wo es schon auch herausfordernd war, immer auch eine gewisse Inspiration gewesen. Ne? Einfach weil man so Hindernisse und auch Konflikte, die natürlich auftraten mit anderen im Zwischenmenschlichen, dass man die einfach so als Schrott für die Mühle angesehen hat, ne? Als Arbeitsmaterial. Und es wurde auch explizit so in den Teachings von Ajahn Sumedho so unterstützt. Er hatte eben sehr, sehr starken Bezug zum Hier und Jetzt hergestellt, nicht nur jetzt in der Innenschau im formellen Sinne, sondern auch im Leben miteinander. Seine Hinweise waren auch immer auch, wie geht ihr miteinander um? Wie sehr nehmt ihr eure Position im Kloster persönlich, ne? Eure Seniorität, eure Lehrerstatus oder Lehrerinnenstatus oder eure untergeordnete Position? Ne? Wie sehr ist jetzt mal salopp gesagt, euer Ego involviert. Ne? Und seht ihr das? Seht ihr, dass wir wie jegliche Situation im Kloster natürlich von der Ego-Position gesehen werden kann oder von einer Position, wo man dieses Ego im Blick hat und sagt, nee, das ist eigentlich nicht mein Anspruch. Ich möchte von dieser Position aus nicht mehr agieren und handeln und denken vor allen Dingen auch. Ne? Und das waren tägliche Ermahner, könnte man sagen. Weil er hat sehr, sehr viel gegeben, Ajahn Sumedho, auch nach dem Frühstück schon morgens kurze Reflexionen in die Gemeinschaft und oft abends noch Vorträge und zwischendurch war er dann für Gäste verfügbar. Er war auch energetisch, also kräftemäßig in einer sehr, sehr guten Verfassung. Er war auch noch nicht so alt. Ne? Gerade mal, wann war das? Anfang der 50er, ne? Anfang der 50er? War er in seinen 50ern. Ne? Also er war voll im Saft und konnte sehr viel geben und das wurde natürlich nicht nur bemerkt, sondern auch sehr geschätzt. Ja. Und dass er auch voll präsent war und da war und mittendrin. Ja. Was hat denn dein Umfeld, deine Eltern, deine nicht-buddhistischen Freunde zu deiner Ordination gesagt? Ja, in meinem unmittelbaren Umfeld in Brighton hatte ich ja auch sehr viele Freundschaften mittlerweile geschlossen in den 4 Jahren. 4 Jahre war ich dort. Die waren natürlich überrascht, aber
Ich hatte eigentlich dann auch fast ausschließlich Freunde, die mit im Dhamma unterwegs waren, die Teil dieser Meditationsgruppe waren oder mit denen ich zusammenarbeitete. Und von daher waren sie überrascht, hatten aber Verständnis und haben das natürlich bedauert, weil sie natürlich sofort spürten, das bedeutet, dass sich unsere Beziehung jetzt verändern wird. Wir werden nicht mehr so oft uns treffen können. Diese Nähe und dieses Vertraute wird nicht mehr in der gleichen Art jetzt in der Zukunft vorhanden sein. Das war natürlich klar, das hat mich auch natürlich dann ein bisschen betroffen gemacht. Aber es hat nicht, meine Entscheidung hat es nicht wirklich beeinflusst. Und die Eltern? Meine Eltern haben mich überrascht, muss ich sagen. Weil meine Eltern, ich hatte ja schon gesagt, die haben sich dann auch so vom Kirchlichen ziemlich entfernt. Aber sie haben natürlich das schrittweise Interesse am Buddhismus mitbekommen. Ne? Denn bevor ich nach England zog, waren ja schon 2 Jahre, wo ich das Interesse hatte. Das habe ich natürlich auch mitgeteilt. Und dann in England die 4 Jahre als Laie. Das haben sie auch mitbekommen. Die haben mich auch besucht mal. Und dann haben sie mich auch als eben Anagarika, als Postulant gesehen. Und für mich war es sehr wichtig, ich habe mir von Anfang an vorgenommen, du fährst einmal im Jahr auf jeden Fall zu deinen Eltern. Einfach um so die Kommunikation lebendig zu halten, dass die immer wissen, was Sache ist. Ich wollte nicht, dass sie irgendwie nur auf Vermutungen zurückgeworfen werden, irgendwelchen Spekulationen über das, was Buddhismus ist, die buddhistische Lehre oder der buddhistische Lebensstil eben, sondern dass sie wissen, dass das eine gute Sache ist. Ne? Und meine Eltern haben mich eben überrascht, vor allen Dingen mein Vater, der noch viel weniger eine religiöse Ader hatte wie meine Mutter, hat mich sehr überrascht, dadurch, dass er mich von Anfang an sehr unterstützt hat. In so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, wie du hier gesehen hast, uns muss immer das Essen offeriert werden. Wir können uns nicht selbst bedienen. Ne? Wir sind da also da sind uns ziemlich die Hände gebunden. Und ich erinnere mich, manche meiner Mönchs und auch der Nonnen, Leute aus der Nonnen- und Mönchsgemeinschaft, die haben oft Schwierigkeiten gehabt, wenn sie nach Hause gefahren sind, dass die Eltern gesagt haben, also den Quatsch mache ich nicht mit. Lass mich damit. Du weißt, wo der Kühlschrank ist, ne? Du weißt, wo dich zu bedienen ist, also bitte. Und meine Eltern haben das nicht gemacht. Da bin ich noch heute sehr, sehr dankbar, dass sie irgendwie verstanden haben, was dahinter steht. Ich habe es natürlich versucht zu vermitteln, aber es ist natürlich keine Garantie, dass Leute, die überhaupt nichts mit diesem Umfeld, auch mit der Lehre zu tun gehabt haben, dass sie das irgendwie nachvollziehen können. Ne? Und das war einfach eine sehr schöne elterliche Geste an ihren Sohn, denn sie haben mir vermittelt, wir wollen eigentlich nur, dass du zufrieden bist in deinem Leben. Und das haben sie wohl gesehen. Sie haben wohl gesehen, dass dieses Leben gute Auswirkungen hat auf ihren Sohnemann. Ziemlich früh schon, ne? Dass ich also nicht irgendwie so ein grimmiger weltabgewandter Asket wurde, sondern doch auch noch zugänglich war und gerne mit ihnen in Kontakt war. Es war nicht nur eine Pflichtübung. Ich bin gerne zu meinen Eltern gefahren und habe da immer 2 Wochen verbracht, ne, im Jahr. Ja, also von daher ist das sehr glatt gelaufen mit denen, also überhaupt keine Probleme. Und ich nehme an, dann gibt es ja Lehrjahre, dann ist man zuerst Juniormönch. Richtig, 5 Jahre hat man ein sogenanntes, könnte man sagen, eine Ausbildungszeit. Also so ist sie vorgesehen und vom Erfinder, also vom Buddha selbst so etabliert. Ne? Die sogenannten Navaka-Jahre, das ist der Juniormönch, der also dann praktisch sein Training erhält. Und im Laufe der Jahre hat sich dann auch formell eine sogenannte Mentorrolle etabliert. Am Anfang war alles so sehr fokussiert auf Ajahn Sumedho. Ne? Er war so der große Fokus für alle Beteiligten. Aber mittlerweile ist auch die Gemeinschaft so viel größer geworden, dass man jetzt noch Mentoren eingeführt hat. Also auch Seniormönche, Leute, die schon mehr als 10 Jahre dabei sind, die dann die Leute, die gerade eingetreten sind, so ein bisschen einführen können ins Klosterleben, sie unterrichten können und so über so Feinheiten auch aufklären können, was normalerweise vielleicht ein bisschen verloren geht,
wenn man sich nur die Dharma-Vorträge vom großen Ajahn anhört sozusagen. Ne? Und das war sehr, sehr gut. Das war ein sehr guter Schritt. Ne? Also diese Mentoren auch noch dazwischen zu schalten, zwischen deinem Preceptor, also dem Mönch, der dich praktisch in dieses Leben holt. Hat der denn auch länger noch eine Verantwortung? Also nach der Zeremonie, das ist nicht nur, der ordiniert dich, sondern der hat auch nachher noch für deine Ausbildung Verantwortung? Du meinst jetzt der Präzeptor. Der Preceptor. Verantwortung jetzt im detaillierten Sinne nicht, aber es ist eine lebenslange Beziehung, solange er lebt oder der betreffende Juniormönch lebt, solange ist da eine Beziehung. Es gibt da diese sogenannte kleine Zeremonie, die heißt Take Independence, also sich in Abhängigkeit begeben auf den Preceptor, wo man erklärt, also von nun an möge die Bürde des Preceptors meine Bürde sein und möge meine Bürde die Bürde des Preceptors sein. Mhm. Das macht man in so einem kleinen Pali-Sprechgesang und das ist dann praktisch so die Besiegelung dieser speziellen Art der Beziehung, ne, zwischen Preceptor und dem Mönch, der da in der Ausbildung steht. Und dann, wie war dein Leben? Also du hast vorhin schon etwas erwähnt, nämlich, dass ihr Essen nur nehmen dürft, wenn es euch offeriert wird. Und was charakterisiert diese Thai-Waldkloster-Tradition und diese spezielle Linie von Ajahn Chah, in der du ordiniert bist und praktizierst? Ja, was charakterisiert diese spezielle Linie? Ich meine, ich würde erst mal sagen, das ist die Figur von Ajahn Chah selbst, weil die sogenannte Thai-Waldkloster-Tradition, das ist jetzt so ein monolithischer Begriff, den kann man verwenden, ja. Also ich würde auch sagen, mittlerweile hat man sogar den Begriff Ajahn Chah-Tradition geprägt, was ja eigentlich keine Tradition ist, so im engen Sinne, sondern mehr eine Ordinationslinie, ne, eine Linie könnte man sagen, das wäre treffender. Und die richtet sich natürlich auf nach dem betreffenden Mensch, der also als Inspiration hinter dieser Linie steht, und das ist ohne Zweifel natürlich Ajahn Chah. Und diese sogenannte Waldklostertradition ist sehr, sehr vielfältig, ne? Bislang jedenfalls. Und hat unheimlich viele Pflänzchen und Ausdrucksformen gefunden. Die Lehrenden haben sehr viele eigenständige Ansätze entwickelt und unterschiedliche Stile, wie sie ihre Kloster führen und allein bis zum Tagesablauf, wie das geregelt ist. Und da ist sehr viel Spielraum, ne, für Eigenständigkeit. Insofern sind auch eigentlich alle Klöster in sich autonom. Ne? Sie müssen sich also nicht irgendwie ständig rechtfertigen vor irgendeiner übergeordneten Instanz, wie sie die Dinge zu regeln haben. Also ihr hier im Dhammapala könnt auch gewisse Regeln selbst machen. Also jetzt nicht Ordensregeln, die aus dem Vinaya-Kodex stammen. Ne? Aber Tagesablauf zum Beispiel? Der Vinaya ist natürlich nicht verhandelbar. Ne? Den akzeptierst du, solltest du vorher schon dich schlau gemacht haben, was da eigentlich drin steht. Ne? Und in den ersten Jahren bekommst du natürlich dann sehr viel Information im Detail darüber. Aber so was, wie das Kloster geführt wird, das ist hier vor Ort, wird das hier entschieden, ne? Welchen Tagesablauf wir haben und so weiter und so fort. Das liegt an uns. Wir haben zum Beispiel hier einen Wandertag in der Schweiz. Ne? Ich glaube, wir sind das einzige Kloster weltweit, die einen Wandertag haben. Und was macht ihr da? Da gehen wir wandern. Die Berge genießen. Genau, weil wir einfach mittendran sind und es einfach sehr einladend ist, einen Tag in der Woche zur angemessenen Jahreszeit zu benutzen, aus diesem Klostergebäude auszuschwärmen. Das macht nicht jeder. Für mich war es eine wirkliche Ressource, vor allen Dingen als ich Abt des Klosters war, weil ich mit unheimlich vielen Menschen zu tun hatte. Und dann, für mich war es wichtig, auch alleine in die Berge zu gehen. Ich bin dann nie mit jemand anders gegangen. Und das war so ein richtiger, wie kann man sagen, so ein Refresher. Ne? Also es war unheimlich erfrischend und regenerierend. Und meine Ressourcen waren wieder aufgetankt für die nächste Woche, die dann sehr interaktiv war meist und viele Verantwortung. Wenn es also nicht interaktiv war, dann gab es administrative Dinge, um die man sich zu kümmern hatte und so weiter und so fort. Ne? Wenn du da wandern gehst in deiner Mönchsrobe und da die Leute in den karierten Hemden kommen, was sagen die? Wie wirst du angeschaut?
Ist da Neugier oder gibt es Fragen? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wo man ist. Im Wallis ist die Skepsis größer, habe ich festgestellt, als wir müssen ja nur durch den Tunnel fahren, dann sind wir schon drüben im Wallis auf der Südrampe, was ein sehr beliebter Wanderweg ist, auch für uns. Und hier glaube ich, obwohl natürlich hier auch sehr viele Besucher und Fremde ins Dorf kommen, ist das sehr unterschiedlich, kann ich gar nicht generalisierend sagen. Manche Leute grüßen sehr freundlich. Es gibt auch, man kann es an den Gesichtern sehen, manche Leute, die erkennen, worum es sich da handelt, wenn da ein Mann mit einem Röckchen daherkommt. Ne? Und andere, den sieht man an, die wollen das gar nicht sehen. Die gucken auf den Boden, das ist denen unangenehm, einen Mann in einem Röckchen kommen zu sehen. Die wollen das einfach nicht auf dem Schirm haben. Ja, es ist schon kurios. Und hat sich das gewandelt im Laufe der Zeit? Ich denke so in also den hier 80er... im Dorf, ja. Hier im Dorf ist unsere Akzeptanz, würde ich sagen, ziemlich hoch. Wir hören ja auch Sachen von Leuten, die mittendrin sind im Dorf. Und anfangs haben wir auch gesagt, wir haben eine wöchentliche Almosenrunde sogar seit 2-3 Jahren, wo wir bestimmte Haushalte ansteuern. Also ich komme mir hier nicht so fremdelnd mehr vor wie vielleicht am Anfang, ne, wo ich immer so ein starkes Gefühl hatte, ich bin so im Scheinwerferlicht, alle gucken mich an und fragen sich, was ist das denn für einer, ne, wo kommt der denn her? Ja, ich meine, in den 80ern war ich noch sehr jung, aber da war ja auch die Sektenthematik war noch eine ganz andere, Richtig. Oder? Sekten, Hare Krishna war da. Genau, in England wurde einem das immer nachgerufen. Hari Hari, Hari Rama, ja. Manchmal habe ich dann gesagt, nee, halt, da bist du falsch gewickelt, nicht richtig. Aber meistens lässt man die Leute rufen, das ist ja einfach ihre Wahrnehmung und das muss man nicht unbedingt immer und ständig richtig stellen. Du hast auch die Almosenrunden erwähnt, die ihr wieder eingeführt habt. Und du hast vorhin gesagt, bevor wir auf die Aufnahme gestartet haben, das hättet ihr sogar auf Wunsch von Menschen im Dorf gemacht. Genau. Das ist ja sowieso eigentlich für uns ein sehr wichtiger Aspekt. Auch überhaupt, dass die Klöster hier in der Schweiz, in England oder jetzt in Italien, Norwegen und in Portugal, die sind immer entstanden auf Einladung von Leuten, die so einen Ort der Zuflucht, der Besinnung, der Stille und so weiter in ihrer Gesellschaft, in ihrer Kultur haben wollen. Ne, so ist das Schweizer Kloster entstanden. So ist das italienische etwas mehr als 30 Jahren, oder? 1988, ja. Genau. Zunächst aber erstmal in Konolfingen, in der Nähe von Bern. Und da war eine Gruppe von Leuten, die wollten das. Ne? Und also die Einladung kommt immer von der Seite derjenigen, die das wünschen. Wir können ja auch deswegen nicht missionarisch auftreten. Ganz abgesehen davon, dass wir es gar nicht wollen, aber wir können uns nicht irgendwo einfach hinstellen und große Reden schwingen, sondern zu einem Vortragsabend oder so müssen wir eingeladen werden. Ne? Und so ähnlich ist es eben mit der Verpflegung auch. Natürlich in Thailand, wo die ganze Gesellschaft buddhistisch ist, da geht man einfach gemessenen Schrittes durch die Straßen. Man guckt weder links noch rechts und dann, aber man hat so ein bisschen den Blick nach vorne gerichtet. Wenn jemand am Straßenrand steht und hat so ein kleines Gefäß in der Hand, dann ist klar, die Person möchte etwas offerieren und dann öffnet man den Deckel von seiner Almosenschale und dann stellt man sich kurz vor diese Person hin und die kann dann etwas in diese Schale werfen. Ne? Das ist ein wunderschönes, kleines tägliches Ritual. Also ich liebe das in Thailand vor allen Dingen, weil es total nonverbal ist. Es soll auch möglichst nonverbal laufen. Ne? Streng genommen sollte noch nicht mal Blickkontakt gemacht werden, sondern es soll so laufen, dass also der Spender oder die Spenderin noch nicht mal eine anerkennende Geste bekommt. Denn der Wert dieser Großzügigkeitsgeste ist umso höher, desto selbstloser sie ist. Und wenn du also dir ein Dankeschön, nur toll gemacht, erhoffst, dann mindert das diese reine Geste der Großzügigkeit. Also so ist das Denken dahinter. Ne? Aber in der Realität ist es natürlich so, dass man oft einen freundlichen Blick tauscht oder manchmal sogar ein paar Worte wechselt, auch in Thailand. Mhm. Und hier ist es ein bisschen interaktiver, weil wir gehen zu den Leuten hier direkt
ans Haus, ne? Und die kennen uns und die wollen dann auch immer mal ein paar Worte wechseln. Aber das ganze Kloster Dhammapada wird auch so geführt, dass die Leute mitbringen, was ihr braucht und Genau. ihr geht eigentlich nie einkaufen. Nee. Alles bis zum Putzmittel wird genau. gespendet. Ja. Und das Schöne ist, was ich sehr schön finde jetzt in der Schweiz, ist, dass die Schweizer Gesellschaft, also die Menschen, die hier leben, sich auch so ein bisschen darauf eingestellt haben, das ein bisschen anders machen eben als Menschen aus einer buddhistischen Kultur. Die fragen sehr gerne, was braucht ihr? Ne? Heutzutage geht es ja sehr gut über unsere E-Mail-Adresse. Wir haben eine Sekretärin, die Anfragen beantwortet. Die kriegt ständig Infos, was wir benötigen. Außerdem haben wir sogar jetzt auf der Webseite eine Dana-Liste, die ständig jede Woche aktualisiert wird. Und sogar die Thais machen das mittlerweile, die schauen da rein. Damit ihr nicht Säcke Reise im Keller stapeln müsst. Genau, und das hatten wir früher sehr viel mehr. Ne? Also wir sehr viel Zeugs gekriegt, wo wir Berge hatten. Und wir haben dann die Heilsarmee in Frutigen einschalten müssen oder andere Hilfsorganisationen, dass wir das Zeug unter die Leute bringen, ne? Dass wir da nicht drauf sitzen bleiben oder dass uns Sachen sogar schlecht werden, ne? Längerfristig. Also das läuft jetzt sehr, sehr schön. Und es ist auch schön, dass so diese beiden kulturellen Hintergründe sich indirekt, aber auch direkt hier begegnen. Finde ich ein sehr schönes Merkmal dieses Klosters. Das hast du ja gestern sogar selbst mitbekommen, dass dann Menschen hier hinkommen, natürlich sehr oft diese Thai-Schweizer Ehen, ne? Meistens Thailänderinnen mit Schweizer Männern, die auch dann wenigstens einmal im Jahr diesen Ort aufsuchen und sich wieder so ein bisschen zu verbinden mit ihrer Herkunftsreligion oder Kultur. Und dann natürlich die westlichen Menschen, die vom ganz anderen Ecke kommen, zum Buddhismus, aber auch zu einem Ort wie hier Dhammapada. Ne? Aber die beobachten sich gegenseitig, die sehen, aha, die Westler, die sind ja sehr interessiert am Bhavana, wie die Thais sagen, also an der Geistesschulung, an der Meditation und die westlichen Menschen sehen diese wunderbare Freude, die Menschen haben am Geben. Ne? Und das ist so etwas, das läuft so alles, ne, so auf der Ebene der Körpersprache und der Gesichter und so weiter ab, ohne dass man da irgendwie große Vorträge halten muss, ne, über diese beiden Aspekte. Ne? Die nehmen das einfach so auf, durch diese direkte Begegnung hier in diesem Kloster. Eine gegenseitige Bereicherung. Ja, so würde ich es ausdrücken, ja. Mhm. Wenn wir noch bei so ganz praktischen Dingen bleiben, zum Beispiel Politik und Abstimmungen, stimmt ihr ab? Geht ihr wählen? Als Mönche im Kloster? Okay, gute Frage. Also erstmal, Mönche sollen politisch nicht aktiv in Aktion treten. Vor allen Dingen keine Partei ergreifen. Denn unsere Rolle ist traditionell und ich sehe es auf jeden Fall heutzutage immer noch sehr wichtig an, auch hier und heute in der Schweiz. Wir sollten eher so eine nicht Vermittlerposition, sondern vielleicht eine übergeordnete Position einnehmen, ne? Wo wir Menschen auf einer ganz anderen Basis zusammenbringen können. Dass hier Leute auch hinkommen können, die vielleicht, wenn sie miteinander über Politik diskutieren würden, sich furchtbar in die Haare kriegen würden. Aber weil sie auf einer ganz anderen Ebene sich treffen und sowohl rechtsgerichtete, linksgerichtete, mittegerichtete Menschen ein spirituelles Bedürfnis haben, können die sich hier treffen. Und wenn sie nicht den Fehler machen, über Politik zu sprechen, dann geht das gut. Ne? Denn Politik hat einfach so diesen bizarren Nebeneffekt, dass man sich sehr schnell in Meinungen, Ansichten verhakt und sich dabei in die Wolle kriegt, wie wir es immer wieder natürlich bezeugen können. Für mich ist es jetzt interessanterweise so, ich bin ja seit 9 Jahren offiziell Schweizer und ich kriege also die Referendumsunterlagen zugeschickt. Und ich sehe das nicht als politische Aktivität an, wenn ich da mal ein Kreuzchen mache unter bestimmte Sachen, die ich wichtig finde, vor allen Dingen vom ethischen Gesichtspunkt. Mhm. Und da habe ich also in der Vergangenheit meine Kreuzchen gemacht. Ja. Ja.
Ich bin eigentlich der Einzige hier, der die Kreuz hier machen kann. Die anderen sind nicht wahlberechtigt. Die Mönche, die im Moment hier Genau, leben. Ja. Unser portugiesischer Mönch natürlich nicht. Und Ja. Ajahn Abhinando ist noch nicht lange genug hier, um als Schweizer durchzugehen. Und wenn wir beim Abstimmen sind, ich nehme an, du musst ja auch Steuern zahlen, aber du nimmst kein Geld in die Hände, oder? Wie geht das? Ich habe gerade meine Steuererklärung ausgefüllt und auch schon zurückgekommen. Da stehen lauter Nullen. Der einzige Zahleneintrag ist der Krankenkassenbeitrag, den das Kloster geleistet hat, beziehungsweise die Ausgaben, die getätigt wurden dafür. Ne? Und von daher, ja, eigentlich steht am Ende immer die Null. Ne? Ja. Das geht ja nicht anders. Und die Altersvorsorge, wie handhabt ihr das? Also ja, traditionell ist es ja so, man ist Mönch und ist in der Gemeinschaft. Aber ja, da wurde vor Jahren eine Entscheidung getroffen, weil die Altersvorsorge ist ja personenbezogen. Und das war eine größere Diskussion, die fand also europaweit statt, vor allen Dingen auch in England. Wir sind ja verbunden in dieser Klosterfamilie hier in Europa und haben auch regelmäßige Treffen mit vor allen Dingen den Seniormitgliedern, die dann so über Grundsatzfragen diskutieren. Es wurde zunächst einmal wurde entschieden, dass es landesweit individuell entschieden werden könnte, dass es keine europaweite Entscheidung braucht. Wir haben es also dann für Dhammapada konkret entschieden und dann uns entschieden, keine individuelle Krankenversorgung einzurichten, sondern einen Altersfonds. Also seit zig Jahren, ich weiß nicht wie lange, mehr als 10 Jahre, vielleicht 13 Jahre, vielleicht sogar 15 Jahre, haben wir so einen Altersfonds, wo jedes Jahr von den gesamten Spenden wird ein Betrag reingeschoben. Und dieser Fonds steht nur zur Verfügung für eben Vorsorge, eigentlich weniger Vorsorge, eigentlich Alterssorge. Wenn also ich jetzt, sagen wir mal, einen Unfall haben sollte und riesige Kosten ins Haus stehen würden, dann könnte dieser Fonds angezapft werden. Ne? Ja. Vor kurzem kam mir die Idee, dass man ja durchaus auch die Vorsorge in Betracht ziehen könnte. Man muss ja nicht erst warten, bis einer irgendwie hier nicht mehr die Treppen hochkommt. Und da habe ich mich ja als Ersten in Betracht gesehen, weil ich der Älteste bin hier. Und habe den Vorschlag oder die Idee erstmal gehabt, wäre es nicht eine gute Idee, hier in diesem Kloster einen Aufzug zu haben, einen Personenlift. Nicht nur käme dann der alte Mönch irgendwann bis oben in die oberste Etage, sondern auch vielleicht Leute, die Behinderungen haben, die es ja hier bislang eigentlich nur unten in die Parterre reinrollen könnten, zum Beispiel mit dem Rollstuhl. Die könnten auch hier oben, ne, unser Meditationsraum ist ja im 3. Stock, an den Meditationen teilnehmen. Also es wäre ein gutes Argument. Da sind wir momentan so am Überlegen, ob das irgendwie, vor allen Dingen, ob das überhaupt machbar ist und wir die Baugenehmigung überhaupt dafür bekommen könnten. Ne? Und da würdet ihr dann einen speziellen Fonds wieder eröffnen? Da würde man dann in dem Verein, es gibt einen Vorstand des Vereins, Dhammapala, würde man dann diskutieren, ob man etwas aus diesem Altersfonds dafür abzweigen könnte. Ne? Denn dieser Altersfonds kann durchaus, wenn ein bestimmter spezieller Beschluss gefasst wird, kann der angezapft werden, auch für Dinge, die jetzt nicht konkret Alterssorge betreffen, sondern Altersvorsorge oder sogar etwas noch anderes. Also es wäre theoretisch möglich. Aber streng genommen ist er nur momentan für die Alterssorge vorhanden. Ne? Ja. Was passiert, wenn jemand die Robe ablegt? Ja. Also in höherem Alter und nicht mehr berufstätig ist? Ja, das wäre schwierig. Das wäre nicht leicht. Also bisher ist es so gehandhabt worden, dass hier sind Leute ausgetreten, ist jetzt schon etwas länger her, dass der letzte ging, 15 Jahre oder so, dass dann überlegt wird, wie kann man dem Mensch den Übergang erleichtern zurück in den Zivilstand. Der kriegt dann meist aufgrund eben dieses Vereinsbeschlusses, da wird dann das besprochen, ne, mit dem Vorstand, da sind Laien drin, ne, und Mönche, also da wird dann ein Beschluss gefasst, wie viel man dem gibt. Und das hängt davon ab, wie lange er hier gewesen ist und das Kloster unterstützt hat und so weiter. Also kriegt nicht jeder einen, der hier mal ein paar Wochen war, einen Pauschalbetrag oder so. Es hat es auch gegeben, dass mir hier jemand hingekommen ist und
und hat ein paar Monate später die Robe abgelegt. Und der kann natürlich nicht erwarten, dass der Dhammapada-Verein dann einen großen Betrag ausspuckt für den Rückgang ins Laienleben. Ne? Aber wir haben den Ruf, dass die Leute, die in Dhammapada des Ordenslebens verlassen haben, dass die sehr gute Unterstützung bekommen haben. Während in einem großen Kloster wie in Amaravati, wo fast 30 Mönche leben und dann vielleicht noch 15 Nonnen und so weiter, ja, da geht der Betrag natürlich beträchtlich runter, weil einfach so viele Leute da sind und so viele Kosten entstehen. Ne? Aber hier muss man natürlich auch berücksichtigen die generellen Lebenshaltungskosten in der Schweiz. Es kostet einfach mehr Geld hier, um einfach zu überleben in der Schweizer Gesellschaft. Ja, also wir tun unser Bestes, aber irgendwann müssen die dann auf eigene Beine kommen. Also wenn man als Älterer die Robe ablegen würde, da bräuchte man schon ein bisschen mehr als nur den Anschub hier vom Kloster Dhammapada. Ne? Da bräuchte man schon einen Familienhintergrund oder gute Freunde, die sagen, hey, bei mir kannst du unterkommen und so weiter. Ich kümmere mich um dich. Ne? Deswegen, also ich habe jetzt hier in Europa auch noch nie jemanden eigentlich erlebt, der jetzt im fortgeschrittenen Alter die Robe ablegt. Die meisten waren auf jeden Fall unter 50. Ja. Ne? Viele Menschen, die entroben sind, sehr früh ins Ordensleben eingetreten, in den 20ern. So in dem Alter wie unser junger Gast, der gerade da ist. Und die dann oft so nach 15 Jahren vielleicht, 10, 15 Jahren, dann kommen noch vielleicht irgendwelche Programme wieder an die Oberfläche, wo sie sich vielleicht Gedanken machen, ich weiß nicht, ob die Motivation wirklich jetzt tragend ist oder nachhaltig ist, würde man heute sagen, um jetzt mein ganzes Leben in diesem Zusammenhang zu verbringen. Und dann hat man ja das gute Recht und auch die Freiheit zu sagen, also ich glaube, ich möchte mich wieder zurückorientieren. Ich möchte vielleicht auch Beziehung leben. Das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt für viele Menschen, wieder Partnerbeziehungen zu haben, Intimbeziehungen. Und dann können sie das ohne jegliche, dass sie irgendwie als Versager oder so angesehen werden, können sie dann zurückgehen ins Laienleben. Im Gegenteil, sie werden ermutigt, darüber froh und sogar im guten Sinne stolz zu sein, dass sie eine so lange Zeit in so einem heilsamen Umfeld verbracht haben, mit so einem starken ethischen Rückhalt, aber auch natürlich die ganzen Versuche an geistiger Entfaltung, geistiger Entwicklung, das alles zu wertschätzen, das war wertvoll. Und das kann mir in meinem zukünftigen Lebensrahmen nur förderlich sein. Ne? Mhm. Und da habe ich auch schon sehr viel Feedback bekommen, dass genau das der Fall ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn die natürlich dranbleiben, dann auch am Dhamma, in ihrem neuen Lebensumfeld, ne? Dann ist das eine große Stütze. Wenn wir jetzt noch ein wenig rauszoomen und du so auf dein Leben blickst, du warst mal Abt auch für längere Zeit, aber ich nehme an, du hast auch eine eigene tiefe Praxis. Wie hat sich das so verändert im Laufe deines Lebens? Hat sich dein Zugang, also ist der noch wie Anfang der 80er Jahre? Ich glaube, das Feuer brennt immer noch in dir, wenn ich dich anschaue, und du hast auch gesagt, du hättest, sei klar für dich, du trägst die Robe noch mit 70 Jahren, über 70 Jahren. Wie hat sich das für dich im Laufe der Zeit verändert? Ja, es ist gar nicht so leicht zu sagen, ne? So eine lange Zeit, das sind ja jetzt 37 Jahre. Wenn ich zurückblicke, natürlich die Anfangsphase ist immer geprägt auch so von eben einer gewissen Euphorie, einer wirklichen Begeisterung, auch vielleicht eine Idealisierung dieses Lebens und eine Idealisierung der Bezugspersonen, die einen unterweisen, ne? Zum Beispiel Ajahn Sumedho eben in dem Sinne, aber auch andere, die noch meine Mentoren waren in diesem Leben. Ne? Und diese Sache kühlt natürlich ab. Die erkalteten nicht, aber sie kühlt ein bisschen. Ne? Also man sieht dann, man lernt diese Menschen kennen, man sieht vielleicht, die kochen auch noch mit Wasser, würde man sagen. Das sind auch Menschen, die haben auch Schwächen. Es sind keine Alleswisser und Alleskönner
Die haben bestimmte Dinge verstanden, ne? Und dafür habe ich große Wertschätzung, ne? Die ihm gerade so im Bereich des Dhamma liegen. Aber für mich war das dann eigentlich nur auch eine positive Offenbarung. Das hat die Menschen für mich nicht abgewertet, wo ich sie vielleicht mal gesehen habe, in schwachen Momenten, wo mein verehrter Lehrer wütend geworden ist oder wo er einfach mal von allem die Nase voll hatte oder so. Ne? Das sind vorübergehende Launen oder Stimmungen, die können jeden mal überfallen. Ne? Und jedenfalls am Anfang, natürlich darf das nicht sein. Da muss das Ideal stehen und stimmen. Das ist wie eine Buddha-Figur fast. Ne? Die sitzt da unbeweglich. Da kannst du dich vor Respekt vor niederwerfen und so weiter. Und egal was du machst vor ihr, die rührt sich nicht vom Fleck. Ne? Während ein lebendiger Mensch natürlich seine verschiedenen Geisteszustände erlebt. Ne? Und in diesem Umfeld natürlich sind es meistens schon auch Dinge, die auf der positiven oder heilsamen Seite des Spektrums angesiedelt sind. Das kann ich ohne weiteres sagen. Und für mich selbst ist das gut gewesen. Ne? Ich bin, man könnte vielleicht sagen, im Laufe dieses Ordenslebens immer mehr so auf dem Boden gelandet. Ne? Die hochfliegenden Ideale, die wurden nicht abgewertet im Sinne von, ist alles Quatsch und so Erleuchtung, Erwachen und so weiter, das ist alles gar nicht mehr möglich. Ne? Solche Stimmen hört man ja heutzutage, nicht erst heutzutage, sondern schon länger. Das ist alles etwas, das gab es vor Hunderten von Jahren oder in sehr besonderen Fällen vielleicht noch in irgendwelchen abgeschiedenen Einsiedeleien in den Bergen des Himalaya oder in den Wäldern Sri Lankas und Thailands. Aber hier in Europa, nein, absolut illusorisch. Also solche Stimmen habe ich vernommen, aber bei mir ist das definitiv nicht in diese Richtung gegangen, auch vor dem Hintergrund eigenen Ringens und Kämpfens, ne, mit den eigenen Shortcomings, wie sagt man, den eigenen vielleicht Makeln und Unzulänglichkeiten, die man an sich festgestellt hat. Ne? Und von daher sind also gerade die Belehrungen, die ich innerhalb unseres Rahmens von Ajahn Chatra Sumedho bekommen habe, wertvoll, weil sie einen immer dazu ermutigen, mit dem, was man eben gerade erlebt und womit man gerade im Prozess ist, würde man heute vielleicht sagen, dass das genau das ist, um das es sich zu kümmern gilt, anstatt die Vision immer schon vorauszuschicken. Ja, wenn ich erstmal jenseits meines Ärgers, meiner Eifersucht, meines Neids, meines Grolls und so weiter bist, dann ist alles gut. Ne? Wenn ich nur achtsamer wäre oder mitfühlender, liebevoller im Umgang mit anderen Menschen, dann wäre es doch wirklich, dann könnte ich doch wirklich sagen, ja, dieses Leben hat was gebracht. Aber ich habe das richtig verstanden. Du würdest sagen, sein mit dem, was ist, arbeiten mit dem, was ist, aber gleichzeitig schon daran glauben, dass das Aufwachen möglich ist. Die Überzeugung, würde ich jetzt mal sagen, ist nach wie vor da. Ne? Aber vielleicht der leicht illusorische Aspekt am Anfang, der natürlich vielleicht auch geprägt war von einer Vorstellung von Zeit, wie schnell das gehen kann. 7 Tage, wie heißt denn das Satipatthana Sutta? Naja, das wären dann so die Sachen, die in den Schriften stehen. Ne? Sind es Monate oder sind es nur 7 Wochen, 7 Tage? Ja, ich glaube, es sind dann auch 7 Jahre Maximum, oder nicht? Ja, aber ich sehe das, das spricht dafür, dass wir uns nicht genau daran erinnern können, dass man es wirklich nur so als vielleicht symbolischen Hinweis verstehen sollte, als eine reale Aussage. Ne? Sein mit dem, was ist und trotzdem glauben, dass Erwachen möglich ist. Also das ist eigentlich so für mich dieser Aspekt, was wir in der Textsprache als Sada bezeichnen. Ne? Das Wort Sada hast du bestimmt schon mal gehört. Glaube, Vertrauen, oder? Glaube, Vertrauen, aber auch Zuversicht. Es hat also diese 3 Bedeutungsnuancen. Wie viele Pali-Begriffe haben ja mehrere Nuancen. Und es ist immer wichtig, da sich klar zu sein, welche man gerade also so ins Scheinwerferlicht rückt. Ne? Und bei mir ist, der Glaube ist natürlich eher so da gewesen am Anfang. Ich glaube, dass das Herz sich transformieren kann. Ne? Das Vertrauen gekommen durch die zunehmende Praxis und das Etabliertsein in der Anwendung, im täglichen Leben. Und die Zuversicht,
ja, die ist dann, wenn man merkt, es tut sich was, ne? Es verändert sich was. Du bist nicht mehr so wie noch vor 10 Jahren, vor 15 Jahren, vor 20 Jahren und so weiter. Was das genau ist, lässt sich sehr schwer jetzt auf den Punkt bringen, würde ich mal sagen. Ne? Und ich würde es auch nicht in solche Kategorien zwängen wollen, wie die verschiedenen Levels des Erwachens, wie wir es ja auch haben, ne? Mit Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant. Vor allen Dingen, da müssen wir sowieso vorsichtig sein als Mönche, wenn wir über solche Dinge reden. Mhm. Aber ich kann sagen, dass mein Vertrauen und meine Zuversicht in unser menschliches Potenzial generell, aber auch in das natürlich bezogen auf mich selbst, dass es nach wie vor vorhanden ist. Denn wenn ich das nicht hätte, dann wären die Zweifel da. Ne? Also die skeptischen Zweifel. Ich weiß nicht, oder recht, ob das, rede ich mir hier was ein und ist das nicht etwas, eine Sache, die ist irgendwie total passé. Das gibt es nur in den schönen Geschichten, ne, die wir lesen von irgendwelchen Meistern, die in irgendwelchen entlegenen Orten des Globus leben und da irgendwelche Dinge verwirklicht haben. Ne? Nee, also ich merke, dass sich im Herzen was tut, dass das Herz leichter und lichter wird. Und mit einer guten Portion Geduld, das ist auch ein wirkliches, wichtiges Element, vor allen Dingen in der Waldklostertradition, da sind wir jetzt noch gar nicht so richtig zugekommen. Ne? Aber es wurde sehr, sehr hoch gehalten, sehr viel Geduld zu haben mit sich, den eigenen Unzulänglichkeiten und natürlich auch den entsprechenden Unzulänglichkeiten, die man um sich herum wahrnimmt. Ne? Mhm. Und das soll keine Entschuldigung sein für mangelnden Wachstum jetzt oder mangelnde Transformation des Herzens, sondern einfach, ja, es braucht Geduld. Das ist nicht so ein Zack, Klick, Press a Button und Bob's your uncle, wie man so schön sagt, sondern es braucht auch eine Beharrlichkeit, eine Beständigkeit, ne, in der Lebensführung, in der Praxis. Dann bewegt sich was. Und es sind nicht die großen Sprünge. Es gibt natürlich, manche Leute berichten von Sprüngen, von Transformationssprüngen. Da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Die Frage ist immer, wie lassen sich die plötzlichen, erstaunlichen Erfahrungen, Erlebnisse, wie lassen die sich wieder auf den Boden bringen, also integrieren in den Alltag. Mhm. Und ich denke, da ist auch immer der gute Litmus-Test ist eigentlich immer, wenn man eben nach Hause geht zu den Eltern. Ja, nach Hause oder auch im Kloster hier, ne? Wenn man in diesem menschlichen Miteinander und Zwischeneinander und umeinander sich bewegt und unterschiedliche Menschen trifft, unterschiedliche Antworten hat, geschweige denn Reaktionen auf deren Verhalten und so weiter. Da merkt man, inwieweit bin ich wenigstens zu einem gewissen Maß in einem wohlwollenden Gleichmut verankert oder inwieweit bin ich nur so, komme mir nicht zu nah. Ne? Mhm. Eigentlich würde ich lieber in einer Hütte im Wald leben und mit niemandem was am Hut haben. Solche Vorstellungen habe ich gehabt, auch muss ich zugeben, in meinen Juniorjahren. Deswegen musste ich dann auch nach Thailand und Burma gehen in den 90er Jahren. Das war so von 95 bis Ende 99, um dann auch mal mich zu erleben in Einsiedeleien und zu sehen, wie ist das dann wirklich. Ne? Dieses Bild, was wir natürlich auch in den Schriften sehr viel präsentiert bekommen und das wird auch gelobt und als wichtig erachtet. Und ich habe das auch als wichtig erachtet und tue das auch jetzt noch bisweilen, ne, dass ich Rückzugsmöglichkeiten in Anspruch nehme. Aber es ist nicht das Nonplusultra, sondern für mich ist eigentlich immer wieder, auch wenn ich während meines Asienaufenthalts in so sehr zurückgelogen, also wirklich völlig allein lebte und nur auf meine Almosenrunde ging am Morgen und sonst mit niemandem Kontakt hatte, war es immer wichtig, nach ein paar Monaten musste ich mich immer wieder anbinden an meine örtliche Gemeinschaft. Ne? Also das war in Thailand dieses Wat Nana Chat, bin ich immer mal wieder vorbeigegangen, um mal wieder ein bisschen Qualitätskontakt zu haben mit anderen Mönchen. Ne? Und dann konnte ich mal wieder auch eine neue Variante wagen des Lebens in Zurückgezogenheit. Um das abzurunden, wenn du jetzt in die Zukunft blickst,
Was sind deine Wünsche? Vielleicht kann für dich sein, kann fürs Kloster Dhammapada sein, kann aber auch für den Buddhismus im Westen sein. Was ist dir wichtig, wenn du so an die Zukunft denkst? Was sind deine Wünsche? Ja, ist eine Frage, die ich mir selbst so in dem Sinne so gut wie selten oder eigentlich kaum stelle. Das heißt, du lebst so ich vertraue auf die Wirksamkeit solch eines Ortes hier konkret, und ich vertraue auch, und ich bin überzeugt sogar davon, nicht nur vertraue, dass unsere Welt solche Orte braucht, dass es noch mehr solche Orte braucht. Und das müssen doch nicht unbedingt nur Klöster sein. Dann nehme ich natürlich Meditationszentren, Orte des Rückzugs, individuellen Rückzugs, nehme ich alles mit rein, dass solche Sachen notwendig sind sogar. Dass Leute sich mal aus ihren normalen Zusammenhängen herausziehen können und dann wirklich in Kontakt kommen können, in näheren Kontakt kommen können mit sich selbst. Und das Thema ist ja heutzutage sogar noch ein bisschen akuter aufgrund des Medienbombardments, denen eigentlich fast alle ausgesetzt sind. Und nicht nur ausgesetzt, viele suchen das ja auch und haben da zwanghafte Dinge entwickelt, die sie dann oft etwas schamhaft anerkennen müssen, sagen, ja, ich komme eigentlich von meinem Smartphone nicht mehr los und so weiter, dass sie hier auch zum Beispiel die Möglichkeit hätten, das mal abzustellen oder gar nicht erst mitzubringen, um wirklich in Kontakt zu kommen mit dem, was gerade ist, in ihrer eigenen Entwicklung, in ihrem eigenen Status quo sozusagen. Und darauf vertraue ich. Und die Breitenwirkung, da gibt es ja, wie wir heute wissen, unterschiedliche Buddhismen. Ne? Der Buddhismus ist ja ein riesen umgreifender Begriff. Der umgreift ja eigentlich alles, was sich mit dem Dharma, also mit der buddhistischen Lehre beschäftigt und sich dann vielleicht entweder institutionalisiert oder nicht institutionalisiert. Es gibt eben klösterliche Ausprägungen, dann gibt es Zentren und so weiter. Dann gibt es Individuen, die sehr individualistisch ihren Dharma ausüben und so weiter. Also es gibt da sehr viele Spielmöglichkeiten. Und ich denke, es ist gut so, dass der Buddhismus jetzt im umgreifenden Sinne so viele Möglichkeiten anbietet. Und das ist ja auch die Möglichkeit, die Menschen im Westen haben. Sie können sich aussuchen zwischen vielen verschiedenen Spielarten des Buddhismus. Alle asiatischen Traditionen sind mittlerweile in Europa vertreten. Und innerhalb der einzelnen Thai, Sri Lanka, burmesische, tibetische und so weiter Traditionen oder Zen-Traditionen gibt es wiederum verschiedene Spielarten. Ne? Also es ist vielleicht für jemanden, der sich jetzt zum ersten Mal mit der Frage konfrontiert sieht, was soll ich mir denn da aussuchen? Was ist denn das Stimmigste? Oder meistens fragen sie, was ist das Beste? Oder was ist wirklich am effektivsten? Womit komme ich am schnellsten zu Nibbana, ne? Zum Erwachen? Das ist natürlich der Zeitgeist, der möglichst das effektivste Fahrzeug haben möchte. Anstatt mal zu gucken, vielleicht eher, was passt denn zu mir? Oder welcher Lehransatz oder welcher Lehrer oder welche Lehrerin konkret spricht mich auf eine Art und Weise an, wo ich wirklich Resonanz habe, wo ich wirklich auch mehr im Kontakt bleiben möchte und tiefer reingehen möchte. Nicht nur mal so oberflächlich mal hier reinschnuppern, mal da reinschnuppern. Ne? Man hat seine Schnupperphase am Anfang, das hatte ich auch. Aber dann irgendwann macht man Nägel mit Köpfen. Man entscheidet sich für etwas. Auch manchmal kommt so unter dem Deckmäntelchen der modernes Wort Diversität, dass man alle möglichen Sachen mal reinschnüffelt und dann aber sich nicht wirklich auf etwas einlässt. Ne? So dieses schöne englische Wort Commitment, für die es kein so schönes deutsches Wort gibt. Also sich wirklich zu engagieren, sich wirklich Ja zu sagen zu etwas. Das ist für mich stimmig. Das entspricht vielleicht nicht 100% meinem Anspruch und meinem Ideal. Aber es ist gut genug für mich. Also mache ich das mal. Ich gebe dem mal auch einen längeren Zeitraum, nicht nur ein paar Monate oder so. Ne? Also so könnte ich mir auch sehen, dass ich dann irgendwie längerfristig
der Buddha Dhamma hier im Westen etablieren könnte und einen guten Beitrag leisten könnte zur Entwicklung in unserer Gesellschaft, die ja so sehr eben kapitalistisch, materialistisch geprägt ist und scheinbar immer noch nicht jetzt gemeinsam die Grenzen dieses unerlässlichen, unermesslichen materiellen Wachstums anerkennen möchte. Ne? Bis dahin in die Krise, in der wir uns befinden, dass unser Planet also akut bedroht ist von den Auswüchsen unserer Gier nach mehr. Mehr ist besser, ne? Und da können wir auch einen guten Gegenpol setzen und zu sagen, nee, mehr ist nicht besser. Nicht auf diese Art, wie wir das jetzt gemacht haben. Denn Verzicht darf man bei uns ja sagen in unserem Kontext, ne? Ist ja meistens ein böses Wort, ne, heutzutage. Aber ich habe da mal eine schöne Quote gehört oder ein Zitat von, ich glaube es war Kierkegaard, der gesagt hat, der Verzicht, der nimmt nicht, ne? Man hat das Gefühl, der Verzicht nimmt uns was weg. Der Verzicht gibt. Hier gibt es die unerschöpfliche Kraft des Einfachen oder der Einfachheit. Ne? Dieser Satz ist mir wirklich hängen geblieben, habe ich vor Jahren gehört. Und ich dachte, das passt 1:1 zu dem, was wir versuchen umzusetzen, ne? Indem man auf bestimmte Dinge verzichten kann, freiwillig, nicht weil es der Staat oder sonst irgendjemand verordnet, lernt man zu schätzen, ne? diese Kraft, die darin liegen kann, sein Leben zu vereinfachen, materielle Bedürfnisse zurückzuschrauben, sich auf das Wesentliche auszurichten, ne? Solche Dinge. Und ja, das wäre so meine Vision, dass wir dazu einen kleinen, stillen, bescheidenen Beitrag leisten können. Ne? Aus dem Hintergrund des Bergtals Kandersteg. Genau, und ich wollte gerade sagen, wer das mal erleben möchte, hier in Kandersteg im Dhammapala bei euch, die Türen stehen immer offen, also man kann auch, wenn man eine Wanderung macht, einfach mal reinschauen. Vielleicht seid ihr dann gerade nicht da, aber man darf trotzdem reinschauen. Ja, das und geht. Sonst habt ihr auch eine Website. Webseite dhammapala.ch. Ajahn Khemasiri, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, für deine Zeit und dass ich hier Gast sein durfte. Ja. Ich danke dir auch, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich über Rückmeldungen. Die Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Ich freue mich über deine Bewertung in der App, wo du den Podcast hörst, und ganz besonders über weitere Empfehlungen in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist Meditationsszene Schweiz. Ich bin Lukas Wittmer. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.